eine Schulfrau die dem Jungen, wenn ist dein Held? Mein Held, das ist mein Pa. Ah ja? Und wieso ist dein Pa dein Held? Mein Pa ist ein starker Mann, der hat verrennt Angst. Das gefällt mir so sehr. Mein Pa ist mein größter Held. Und dann Frau sind wieder, und ihr habt darüber eine Person, für wem der Angst hat? Ja, der hat. Na, für wem? Na, für meine Ma. Also für meine Ma hat der Pa Angst. Mein Pa hat nicht Angst, nein, bloß für meine Ma. Wie viele Männer haben Angst für ihre Frühs? Wie viele Frühs haben Angst für ihre Männer? Das Thema kann ich niemals anreden für den. Wenn ich das Thema sage, da reden wir nicht über. Stell seine. Das sind so viele, die haben versprochen, wir wollen eins sein, wir wollen transparent sein einem anderen. Aber bei das Thema warst du niemals. Ich war die Angst in dir, du darfst das Thema niemals. Über Geld rede ich nicht mit dir, über Thema, über Sex rede ich nicht, über Kinder rede ich nicht, über Problem Vergangenheit, da reden wir nicht über. Das will wir nicht alle. Das soll aus dem Schlemms wieder bleiben. Mir das zu weit, und weil mir das weit, das wo ich die Weide merke. Und ich wollte das Leben kompliziert merken. Wenn ich mir das Thema nochmal anmerke. Und so viele sind, wenn die Bibel sagt, wir sollen nicht Angst haben, alle sagen, ich will einer sein, was die Angst angrüllen. Ich will sein, die das Leben schwer merken. Wir wollen einfach wieder in Angst leben. Das ist mir nicht, was die Bibel sagt. Aber in unserer Familie wird das Thema niemals mehr angeredet. Doch. Wo ist das in deinem Leben mit den Feilen? So viele Ehen, dann 30 Jahre Töppen, dann viele Themen, das kann ich nicht reden, Jan kann ich nicht reden, Jan kann ich nicht reden, was immer in so einem Betraumöl so was, besagt, dass das vernünftig ankommt. Warum? Immer basiert an Verletzungen und nicht im Plan Gottes. Dort, was wir damals versprochen haben, das ist mir doch wurscht. Du musst mit drin bleiben, die Bibel sagt, und das sagt die Bibel für dich, aber über das Thema kann du mich nicht, bloß nicht an. Und dann gibt es dann ein Mehr von dem, für was habe ich Angst. Sagt uns die Bibel in Josua Kapitel 1, Vers 9, sagt Gott zu dem Josua, so, geh hin, sei, ich habe die Gebote, sie getreust und predigt, dann du brauchst die nicht grülen. Denn ich, der Herr, der Gott, sie mit dir alle Wege, wo du hin bist. Wo immer du bist, wo ich mit dir sein. Ich will bei dir sein. Was treust mir, man merkt die Angst? Glaubst du, dass Gott auch dabei sein, wenn wir nicht alles korrekt haben? Oder bist du ein Mensch, der immer mit Angst lebt? Angst für die Nacht, Angst für Krankheiten, Angst für den Partner, Angst für den Bruder, Angst für die Schwester, Angst für die Welt ein. Immer werde Angst und sagt, hab nicht Angst. Sie treust. Ich sehe mit dir. Ich will mit dir gehen. Was ist die Herausforderung? Gott weiß, was die Fälle sind. Die Angst wird nicht kommen. Aber die brauchen nicht eins, wo wir abgeschraubt wurden, sondern wir wollen sein, dass wir können so leben, dass Gott verherrlicht werden kann. Ist Gott auch dann dabei, wenn eins, wo nicht perfekt dran? Ja. Weil wir werden einfach sagen, da reden, was nicht brauchst, wieder seine Angst anzugrülen und immer in Angst zu leben. Menschen, die Angst haben, können viele Sachen bremsen. Denn viele, die können nicht mal bewegen, die sind immer Angst. Und die Angst will kommen. Aber Gott will sagen, die nicht Angst haben. Sie treust einfach an mich, wenn ich bei dir bin. Jesus Christus ist bei dir. Und weil wir Menschen sind, die dort einfach diese Angst kennen und Trost anwandeln, und mehr Trost bringen als Angst bringen. Und dadurch haben wir eine Oase für die Seele sein für den Nächsten. Mag Gott die daran wieder sehen.